Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chrüsimüsi hier aus meiner Werkstatt. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. In diesem Teil geht es ja eigentlich um den zweiten Teil meiner Akkuhülsen. Zeige ich euch, wie man die verlötet und auch wie man den Pluspol anfertigt. Also bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Also als erstes müsst ihr das Kupferrohr zuschneiden. Das zeige ich euch jetzt nicht, weil ich denke, das könnt ihr selbst. Das könnt ihr mit einer Eisensäge machen oder ich mache es mit so einem Rohrschneider. Da kann man das einspannen und dann einfach drehen und das so schneiden. Das ist 18 mm mal 1 mm Kupferrohr, das heißt Innendurchmesser 18 mm. Wandstärke 1 mm ergibt dann einen Außendurchmesser von 20 mm. Dann könnt ihr einfach die Länge zuschneiden. Das heißt, ihr messt die Tiefe der Bohrung. Jetzt müsst ihr noch berücksichtigen, dass das Gewinde noch kommt. Also bis zum Boden habe ich jetzt 60 mm, das sind 60. Jetzt kommt hier oben noch die Reduzierung rein. Das heißt, das Kupferrohr muss dann kürzer sein und auch unten sollte noch etwas Luft sein. Das heißt, ihr messt die Dicke von der Reduzierung. Die ist jetzt, ja, ich sage mal 10 mm. Dann bleiben noch 50 bis auf den Boden und unten lassen wir 5 mm Luft. Das heißt, 60 minus 15, das sind 45. Dann könnt ihr, ja, das stimmt sogar ziemlich genau, das sind jetzt 45,5. Nun ist mal ganz wichtig, auch wenn es sauber aussieht, sauber ist es nicht. Beim Löten ist Sauberkeit das Wichtigste. Ich nehme da so Scotch, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Scotch Brite oder irgend sowas, und reinige das mit dem, das schleift die Oberfläche ganz leicht ab. Ich mache jetzt circa die Hälfte, dass ihr das hoffentlich sehen könnt. Also jetzt seht ihr schon, da ist jetzt komplett blank und da unten ist es etwas angelaufen, oxidiert. Das ist normal, dass das oxidiert. Wenn ich das jetzt liegen lasse, in 1-2 Tagen ist es wieder oxidiert. Die Reduzierung auch etwas, wobei die läuft nicht an, weil das ist eigentlich Messing, das vernickelt ist. Und das Nickel bietet halt auch eine Schutzschicht, dass das nicht oxidiert. Jetzt können wir das so verlöten. Zum Verlöten nehme ich Lötzinn und Fittings-Lötpaste. Das ist von der Firma CFH. Die kriegt ihr in jedem Baumarkt, vor allem in der Sanitärabteilung. Das ist so eine Paste. Lötzinn habe ich jetzt 3 mm Durchmesser. Und jetzt ist ganz wichtig, dass wir hier erstmal Lötpaste etwas auftragen. Entweder macht ihr das so wie ich, direkt drin tunken, sage ich mal, oder ihr nehmt einen Pinsel, macht da etwas dran und verteilt es dann. Das ist euch überlassen, wie ihr das macht. Wichtig ist, dass überall Flussmittel vorhanden ist. Ich tunke das immer und mache es dann noch mit dem Pinsel, dass da wirklich überall was dran ist. Bei der Reduzierung mache ich dasselbe. Da mache ich es mit dem Pinsel. So, das reicht. Jetzt kommt das so aufeinander und ist eigentlich vorbereitet, um verlötet zu werden. Zum Verlöten benutze ich so eine ganz normale Lötlampe oder Bunsenbrenner. Das geht eigentlich ziemlich gut. Jetzt benutze ich hier so einen alten Billigschraubstock. Ich nehme nicht den guten, der ist mir zu schade. Ich nehme da so einen günstigen 10-15 Euro Baumarkt Schraubstock. Spann das ein, nicht zu viel Druck geben. Kann man das schön ausrichten. So. Und jetzt mit der Lötlampe schön warm machen und ihr seht dann, wenn die Temperatur erreicht ist,
Dann wird das Flussmittel dann ganz silberfarben. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Es brutzelt. Noch etwas mehr. So, jetzt fängt es leicht an zu glänzen. Jetzt kann man da etwas Lot zugeben, nicht viel. Von allen Seiten. Wenn es etwas zu viel ist, macht es auch nichts. So, das reicht. So, jetzt abkühlen lassen. Da unten ist die Reduzierung, also das heißt an der anderen Seite des Rohres müssen wir dann das Kabel anlöten. Da mache ich auch etwas Flussmittel drauf. Ist jetzt noch etwas heiß, spielt keine Rolle. So, und dann ebenfalls erwärmen und etwas Lot dazugeben. Das reicht, weil jetzt haben wir hier bereits eine Stelle, wo wir dann das Kabel eigentlich so anlöten können. So, jetzt lasse ich das kurz abkühlen. In der Zwischenzeit zeige ich euch, wie ich den Pluspol fertige. Dazu nehme ich Kupferblech. Das hat eine Stärke, Moment, von 0,5 mm. Als erstes zeichne ich mir so den Durchmesser an. Achtet darauf, wenn ihr einen Akku nehmt, dass ihr keinen Kurzschluss macht. Macht das nie so. Bei dem spielt es keine Rolle mehr, der ist defekt, der ist komplett entladen. So, mache ich den da drauf, zeichne das einigermaßen an, das muss nicht so genau sein. Dann nehme ich eine normale handelsübliche Schere, schneide mir das mal quadratisch aus und dann schneide ich der Linie entlang. Das ist ja, glaube ich, selbst erklärend, das muss nicht schön sein, das sieht nachher eh niemand. Lieber im Durchmesser einen halben oder 1 mm zu wenig, ansonsten passt das dann nicht in die Bohrung, das wäre scheiße. So, das reicht eigentlich. Jetzt mache ich hier den Nubbel rein. Beim Nubbel könnt ihr eigentlich kreativ sein. Ich habe da so ein altes Drip-Tip. Das spanne ich mir da ein und als Gegenstück habe ich so eine, was ist das, 4 mm Nuss. Jetzt platziere ich das Kupferblättchen so gut wie es geht mittig, platziere die Nuss auch, wenn es geht, mittig und dann gebe ich einen Schlag. So sieht das von nahem aus. Ja, es ist nicht schön gerade in der Mitte. Spielt keine Rolle, aber das schaut doch akzeptabel aus. Als nächstes muss ich auf der Rückseite, also da ist der Nubbel, muss ich auf der Rückseite, hier wo die Vertiefung ist, da wird ja dann das Kabel angelötet. Wir brauchen da Flussmittel. So, Lötzinn und wieder einen Bunsenbrenner. Dann nehme ich einen etwas kleineren, spielt aber keine Rolle. Und dann erwärme ich das und mache da einfach so einen kleinen See in die Mitte. Das reicht. Das ist jetzt einfach so ein kleiner See in der Mitte mit Lötzinn. Da wird dann das Kabel angelötet. Auf der anderen Seite der Nubbel. So, jetzt nehmen wir 2 Stück Kabel. Nehmt da lieber etwas längere Kabel. Kürzen können wir immer noch, verlängern wird schwierig. Ich habe hier 1,5 Quadratmillimeter. Blau wird Plus, Schwarz wird Minus. Macht das Kabel wirklich genug lang, damit es da wirklich eigentlich von oben
das so durch den ganzen Hals passt und ihr hier noch etwas Überstand habt. Ihr werdet euch ärgern, wenn euch dann ein paar Millimeter Kabel fehlen, dann wird es ziemlich schwierig, das Ganze zu löten. Also lasst es lieber lang genug. Das Blaue wird Plus, das tue ich mal abisolieren. Ein gutes Stück, das sind ca. 10 mm. Beim Schwarzen dasselbe, eher etwas mehr. Das sind etwa 12, 13 mm. Könnt auch 15, spielt keine Rolle. Beim Schwarzen, das kommt dann an die Akkuhülse. Nehmt ihr die Hülse, legt das Kabel so rum, dass das etwas die Biegung annimmt, damit es dann hier schön auf die Kante drauf passt. Jetzt werden wir die beiden Kabel vorverzinnen. Dazu habe ich hier meine Lötstation. Das ist eine 100 Watt Lötstation. Ich habe 450 Grad eingestellt. Erst die Spitze etwas verzinnen und dann das Kabel. Einfach, dass da überall schön Lötzinn vorhanden ist. Ich mache da immer noch ein kleines Depot, das heißt etwas Lot an die Spitze und dann kurz ranhalten ans Kabel. Dann gibt das hier so ein paar Nubbel, das ist dann wie ein Vorratsbehälter für Lot. Dasselbe machen wir am Pluskabel. So, jetzt löten wir das Pluskabel an den Pluspol und das Minuskabel dann an die Akkuhülse. Ich habe jetzt den Schraubstock etwas so gekippt, damit ihr das besser sehen könnt. Macht das selbst nicht so, also wird wahrscheinlich jetzt das Lot weglaufen, aber nur, dass ihr es als erstes sehen könnt. Das Kabel wird jetzt so angelötet. Dazu Lot flüssig machen. Kabel rein. So, jetzt ist es hier angelötet. Das heißt, der Pluspol ist eigentlich soweit fertig. Jetzt bei der Akkuhülse kommt das Kabel dann, wird es so angelötet. Funktioniert genau gleich. Gut warm machen. Bis alles schön flüssig ist. So sieht es aus. Nicht schön, aber es erfüllt seinen Zweck. Jetzt muss das Ganze hier und da unten natürlich verschliffen werden, damit es dann wieder eine schöne Fläche ergibt. Ich mache das mit dem Dremel, mit solchen Schleifaufsätzen. Schleife ich das einfach so ab, so bis das eine schöne Fläche wieder ergibt. Und danach durch das wieder mit diesem Scotch reinigen, weil jetzt ist es ja wieder angelaufen durch die Hitze. Das zeige ich euch jetzt nicht, wie ich das verschleife. Ich denke, das kriegt ihr alle selber hin. Dann natürlich noch darauf achten, dass der Akku da schön durchpasst. Ich habe jetzt das Ganze noch geschliffen. Der Pluspol kommt ja dann unten rein. Den klebe ich immer als erstes. Das heißt, macht hier Kleber drauf. Ich nehme immer 2 Komponenten Epoxidharzkleber, führe das dann durch den Hals ein. Dann ist das in Position. Dann nehme ich ein Stück Buchenholz, drücke das runter und nehme da eine Schraubzwinge oder Schraubstock oder irgendwas. Ich mache es meistens mit einer Schraubzwinge. Gebe ich da Druck drauf und lasse das erstmal trocknen. Dann ist der schon mal fest. Die Akkuhülse tue ich nachher auch mit etwas Epoxidharzkleber, aber wirklich nur ganz wenig und nur unten, weil das zu viel drückt es dann oben raus. Das Kabel führe ich dann so ein bis nach unten, gehe da mit einem Draht oder irgendwas durch, mit dem Haken dran, dass ich das Kabel packen kann. Dann kann ich am Kabel ziehen und die Hülse dann
so einpressen. Dann sieht das Ganze schlussendlich so aus. Dann haben wir schon Plus und Minus an der richtigen Stelle. Dann werde ich euch in der nächsten Folge zeigen, wie ich den MOSFET verlöte und wie ich den Deckel noch mache. Das mache ich nicht mehr in dieser Folge, weil ich denke, die Folge geht schon lange genug. Aber so seht ihr mal das ganze System, wie es eingebaut wird, wie die Kabel angelötet werden, wie der Fitting mit dem Rohr verlötet wird. Und nächstes Mal MOSFET, Akkudeckel. Jo, dann sehen wir uns gleich. Jo, dann war es das wieder mit dieser Folge Krüsimüsi. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, Daumen hoch nicht vergessen. Falls ihr keine Videos verpassen wollt, abonniert den Kanal, würde mich sehr freuen. Und dann hoffe ich, ihr habt etwas lernen können mit dieser Folge. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.